Der Heimatverein Holthausen-Biene betreibt auf dem Gelände des Ludwig-Winters-Hauses eine kleine Werkstatt zur maschinellen Herstellung von Holzschuhen, plattdeutsch auch Klumpen genannt. Hermann Hofschröer und sein Neffe Nils beherrschen noch das Handwerk und die alten Maschinen. Nils gibt dem Holzkloben an der Bandsäge zunächst die grobe Form. Sein Großonkel Hermann hat eine Motivschablone als Muster in die Kopiermaschine eingespannt. Hiernach erhält der Holzschuh seine äußere Form. Hermann Hofschröer ist der Großonkel zu Nils. In der Familie wird er nur Onkel Hermann genannt. Jetzt geht es mit der Kopierfräse daran, das Fußbett zu gestalten. Links befindet sich die Motivvorlage. Letzte Feinheiten werden manuell mit dem Räumhaken und dem Zugmesser herausgearbeitet. Innen noch nicht gut. Ja. Das kommt später, ne? Aber zugeschnitten und. So, und jetzt gehen wir an den Bandschlag. Nach einem halben Jahr Trockenzeit können die Holzschuhe mit Farbe und Gestaltungswünschen weiter bearbeitet werden. Die Geschichte dieser kleinen Industrieanlage kennt Hermann Hofschröer. Die Maschine, die wird 1920, vor 100 Jahren bin die gebaut worden von Jürgens Emsdetten. Und mein Uropa, und mit seinem Bruder, die Maschinen gekauft und aufgebaut. Und einer war so noch mit bei, der weiß ich aber nicht genau, wie die verwandt würden. Die ist abtrocken, die sind zu dritt angefangen und das steht auch oben in dem Spruch drin. Ne? Das kann ich so auf die Maschinen nehmen. Und die haben keinen Strom da wird dann Deutsch verbraucht. Das wird auf Wegholtmarkt, das ist Pappel, Birke, Erle, Weide und so was alle. Von wem wurden Holzschuhe getragen? Holzke wird früher nur hier drogen, schon gab noch gar nicht.
die gehen auch mit Holz nach Kirche. Da müssen die uttrocken werden, damit der Pastor laut genug reden kann und so. Sonst gab es keine Show. Wird alle mit Holz gemacht. Ich habe mit Holz gemacht, mit Holzken habe ich Lopen gelehrt. Es heißt, die Bauern waren verpflichtet, den Mägden und Knechten pro Jahr ein paar Holzschuhe zusätzlich zu ihrem Lohn zur Verfügung zu stellen. Nein, die kriegen ja ganz wenig Lohn und haben ein bisschen Landwirtschaft, da müssen die von leben. Und dann kriegen die von Bauer was vorgestellt an Kleidung und Holzken und so was. Das ist Onkel Hans, mein Onkel. Die hat die Maschinen Toilette bedient und an der Mettnerstraße am Parkplatz der Arbeit. Und die wollte gerne verkaufen, weil die Holzken nicht mehr löb. Und die hauen ihm die Modelle kaputt, schieben kaputt und. Die steht auch unter Holzschuhmacher Hans Hofstra, Foto Franke, Werner Franke und das hängt auch in der Kreisverwaltung. Das habe ich hier mit hingehangen. Ne? Dann links unten, das Bild ist die alte Holzschuhwerkstatt wie an der B70, die alte B70 stehen hat. Ne? Und da oben ist Holzschuhmachermeister Hermann Hofschröer, der war Holzschuhmachermeister, hat die. Ne? Und da oben das Bild, das ist mein Bruder, der von Onkel Hans mitkriegen, dass die Maschinen verschrotten wollen. Da ist hier noch Dr. Werner Remmers hingegangen und hat gesagt, die einzige Fabrik, die wir in Holdusen habt, die will wir auch erhalten. Und Werner Remmers hat auch reagiert, dann Heinz, kümmere dich darum. Ne? Und somit, das ist auch ein Todesbild von ihm, und somit ist die Holzschuhwerkstatt da weggekommen und hier ist sie von anderen neu aufgebaut worden. Ne? Ich weiß nicht, ich war mit Werner Remmers in Hannover, ich weiß nicht, wo ich das alle her organisiert habe, aber somit ist die Holzschuhwerkstatt in Holthausen geblieben und erhalten bleiben. Ne? Und mein Bruder ist froh gestorben, da ist er erst an der Seite gerühmt worden und da habe ich Interesse daran, das zu machen und er hat mir das selbst anerlernt. Ich habe nicht den Holzschuhmacher gelehrt. Mein Vater, der war Holzschuhmacher, hat mit der Hand Holzschuh gemacht. Weil die auch das war ein Bruder von Onkel Hans. Ne? Die ist in der Holzschuhwerkstatt und Holthof ist hier groß geworden.